Ich glaube, ihr beide Arschlochlippen. Ja, tatsächlich. Nein. Arschlochlippen? Ja, wenn der Lippenstift so schaut aus wie Rosetten. Naja. Ist egal. Ist egal. 1:1. Bisschen kommt das viel Scheiße raus. Oh, der Vater. Der hat einen Witz gemacht. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit, liebe Wellensittiche, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sitzen wieder eure 3 Chief Wellensittiche. An meiner Seite virtuell ist Anja. Tere? Und als krass geile Nasenring-Girl, Theresa. Jo. Wer? Servus. Bitte nenn mich nie wieder so. Ich kann nichts dafür. Es war der Stefano aus Facebook. Der Facebook-Kanal geht gerade richtig steil. Danke und euch. auch da ist so, dass Dres die allerbeliebteste ist und dass da sehr viele Liebesbriefe an Dres eintrudeln in dieses Postfach, das von mir verwaltet wird. Also macht's euch kein mir. Ich werd's ihr nicht verzeihen. Schau, du schickst uns überhaupt nicht eine, die Nachrichten. Ich sehe auch nur immer die Kommentare und ich habe mir das eben auch gescreenshottet. Mit dem Nasenring-Girl, du bist so krass geil. Also, das hast du auch gehabt. Ja, weil mir krass das, geil. ehrlich gesagt macht mir der Typ ein bisschen aggro. Ich glaube, das ist nämlich kein Hörer dieses Podcasts, sondern es gibt ein paar Leute, die das irgendwie nicht kapieren, dass man das auch hören kann. Die Dinge wir bestängen aus diesen Clips. Und ich meine, wenn er das einmal anhören darf, dann darf er ja wissen, wie Dres heißt. Wir stellen uns ja immer wieder vor. Aber so weiß er es ja nicht. Und nennen sie dann einfach immer nur Nasenring-Girl oder dem mit dem Nasenring. Das macht mich fertig. Das macht wer. Oder alternativ, wie heißt die mit der Brühen? Ja. Ja. Man weiß nicht, man kann es nicht rausfinden. Es ist ein Geheimnis. Naja, Da muss man ja schon mal sagen, liebe Männer, also ich glaube, das FBI da drüben, das ist nur mit Frauen besetzt, weil also ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die nicht innerhalb von 5 Sekunden komplett deinen Stammbaum rausfindet, wenn die was über die rausfinden will. ja. Ja. Das stimmt. Das ist schon wild, wie ihr euch da steht. Naja. Aber Shoutout an unsere Wellensittiche, weil manchmal antworten auch auf diese Kommentare, wo es heißt, wie heißt die mit der Brühen? Oder wer ist denn die mit dem Nasenring? Da schreiben dann Leute hier, ein ganz besonders schöner Vogel oder so. Ja, sie und sagt's dann einfach nie. Mit Sicherheit Leute, die echte Fans von uns sind und ich lieb, dass ihr den Namen nicht verratet. Ich lieb's. Ja, sau lustig. Es dingen auch manchmal leid, dass wir Hate-Kommentare von Wellensittichen kriegen und sind dann da verwirrt, dass die unseren Podcast hören und dann sowas schreiben. Nein, das sagen safe keine Podcast-Hörer, weil die halt eben nur diesen Clip eingespült kriegen und dann halt da einen Scheiß drunter schreiben. Weil ich glaube, wenn man jetzt halt das Ganze drumrum hört und nicht nur was halt jetzt halt 10-Sekunden-Clip aus einem kompletten Gespräch rausgerissen ist, dann versteht man vielleicht zum Beispiel ein Audi Quattro Hintergrund mehr. Und so ist nämlich auch ein Florian gegangen, der hat sich bei uns gerührt, ein Wellensittich. Der hat erzählt, dass nach der letzten Folge, in der wir vorgelesen haben, dass uns ein Florian geschrieben hat, dass er gerade die 3 besten Gründe sagt, einen Ständer zu vermeiden, haben sie wohl bei unserem Wellensittich Florian Leid gemeint und haben gefragt, wie es denn bei ihm ausschaut, ob er denn impotent sei. Weil es muss ja der sein, der einen Wellensittich-Stammtisch hört. Also es gibt wirklich Leute, die denken, unsere Sittiche, und der Florian ist ja auch noch Wellensittich der Woche, daten uns sowas schreiben. Nein. Ja. Nein. Das ist war ein natürlich anderer nicht Florian. so. Aber mich freut es auch, dass Leute davon ausgehen, dass wenn man bei uns nicht sofort einen Ständer kriegt, wenn man uns irgendwo sieht im Internet und nicht innerhalb von einer Sekunde einen Ständer kriegt, dann hat man natürlich ein Internetproblem. Diese Einstellung, die finde ich komplett richtig. Ja,
Ja. Weil ich meine, wir haben uns ja heute ja wieder absolut sexy in Schale geworfen. Zum Beispiel ich mit meinem neuen Stravanzer-Top. Danke auch wieder in dieser Woche fürs Sponsern unseres Podcasts. Das freut uns wahnsinnig. Liebe Stravanzer, es ist eine bayerische Modemarke von 2 Geschwistern. Mittlerweile haben sie natürlich auch ein paar mehr Leute in einem Team, aber der Christoph und Laura, die haben sich da was richtig Cooles aufgebaut und wir freuen uns total, dass sie diesen Podcast mit unterstützen und quasi dadurch unsere Kaltgetränke mitfinanzieren. Das ist wichtig. Prost. Merci. Merci, Mausis. Bei mir gibt's halt nur Wasser, ist irgendwie jetzt ein Schade an der Stelle. Was gibt's bei euch? Wasser. Bei mir gibt es einen Spezi. Ich habe die Spezi-Dosen aus dem Gefrierfach geholt, weil es hat halt schon geil. alleine in der Früh 30 Grad in meiner Dachgeschosswohnung gehabt. Da habe ich zu härteren Mitteln greifen müssen. Naja, Das ist, Nein, also, verstehe. das ist wirklich der Albtraum. es ist der Albtraum, ja. Es war mir nicht bewusst, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe, dass das der Albtraum werden wird. Naja. Ja, aber du hast ja nicht so eine klassische Dachgeschosswohnung, oder? Da ist doch nur mehr ein Speicher drüber. Es ist, ja genau, es ist nur ein Dachboden drüber, aber der Dachboden ist nicht isoliert. Und man spürt's. Naja. Ich habe, also falls man es heute plätschern hört, ich bin nicht inkontinent worden. Ich habe mir hier ein kühles Fußbad unter den Tisch gestellt, wo ich meine Geil. sogenannten, nein, das sage ich nicht, wo ich meine Haxen drin habe. Das heißt, wenn ihr es plätschern hört, es sind meine Füße im Fußbad. Hört's auf über meine nackten Füße noch zum Denken, ihr Schweine. Ja. So. Aber das richtet sich ganz besonders an alle Leute, die Grafiker sind. Und wer das nicht versteht, muss doch mal die letzte Folge anhören. Aber ich darf Frag mich sterben. warum man den noch nicht gehört hat. So. Aber ich darf sterben vor Lachen, wenn jemand unser Wellensittich-Stammtisch-Logo so bearbeiten darf, dass die Wellensittiche alle Menschenfüße haben. Das darf ich sehr Nein, lieben. bitte nicht. Das darf Nein. ich Hör gern. auf, Res. Hör auf. Nein. Hör auf. Es ist am Donnerstag in der Früh in unserem Postfach. Ich Nein, weiß, ich will das ich nicht. spür's. Ich will das auch nicht. Bitte gut. macht es nicht. Es steht 2:1. Wir sind ein demokratischer Podcast. Eben. Wer übrigens auch eine Nachricht haben wird in seinem Postfach, weil er unser Rätsel, unser Rock'n'Park-Rätsel richtig gelöst hat, ist niemand. Niemand hat's erraten. Außer Verena. Verena ist draufgekommen. Die hat 2 oder 3 Fakten ja nicht gewusst und die hat's trotzdem richtig gehabt. Ja. Weil wir uns einfach gut kennen, behaupten wir jetzt zumindest. Dres hat nämlich den Vorschlag gebracht, sie tat gern mit uns überprüfen, ob wir uns wirklich so gut kennen. Dres, wie bist du da überhaupt draufgekommen? Wir haben ja immer diese Kennenlernfolgen, wo wir Fakten von uns erzählen, damit die Sittiche uns gut kennenlernen oder besser kennenlernen. Und ich fand es eigentlich mal ganz spannend zum Testen, wie gut wir uns 3 untereinander eigentlich kennen. Vor allem ihr 2, weil ihr seid ja schon länger befreundet als wir 3 in der Gruppe. Ja, Nicht also so Verena ein und ich, bisschen ja, 13 Jahre, oder? Ja, 13 Jahre und bei der Res ungefähr 3 Monate. Genau. Also, wir haben uns eigentlich zum Start des Podcasts kennengelernt. Ihr habt euch gedacht, wir brauchen halt nur irgendwen. Und da war ich. So. Genau. Und um das zu überprüfen, habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid bereit. Nein, ich bin gar nicht bereit, ich Ich hab bin richtig Angst. vorwiegend aufgeregt. Ja. Nein, Ja. ihr müsst nicht aufgeregt sein, es wird alles gut. Aber bevor wir damit starten, ihr dürft noch ein bisschen mit euren Gefieder flattern, mit eure Hufe scharren und ein bisschen aufgeregt sein weiterhin. Die Fragen heben wir uns nämlich für später auf. Ja, weil Wellensittiche haben nämlich Hufe. Nein, ich habe mich an Verena gerichtet mit die Hufe, aber ja. Ich habe mich auch angesprochen gefühlt, danke. Weil ich darf erst nur gern drüber reden, was bei uns so los war. Freunde und Freundinnen. Jetzt sind wir schon wieder bei dem. Was er oder sie. Na, das macht mich fertig. Na, Okay, soll ich anfangen? Soll ich euch erzählen, was bei mir so los war? bitte fang an. Ja. Bitte. Außer sehr viel Schweiß überall an meinem Körper und auch auf meiner Oberlippen, lieben Wellensittichen, wenn ihr in dieser Folge Oberlippenschweiß in meinem Gesicht oder generell Schweiß in meinem Gesicht entdecken solltet, sagt's nix, ich weiß selber, es ist heiß, es ist so heiß. Aber abgesehen
von meiner Schweißdrüsenproduktion, die super läuft meine Tomatenproduktion. Danke fürs Bescheid geben. Sehr gern. Läuft meine Tomatenproduktion auch unglaublich gut. Ich habe jetzt die ersten kleinen Früchte an meine Pflanzen. Sie sind so in die Höhe geschossen. Das ist echt brutal. Also sie lieben den Standort auf meinem Balkon anscheinend. Ich bin stolze Mutter. Ich fotografiere jeden Tag den Fortschritt von diesen Dreckstomaten. Wieso schickst du uns das Ich nicht? würde gerade sagen. Wollt ihr das sehen? Ja, okay. Ja, Ja, natürlich. sicher. Wir wollen alles sehen, was du machst. Mein Gott, check's halt endlich mal. Wir sind stolz. Wir sind stolze Tanten. Und zu Recht. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber man muss die Tomaten von Hand bestäuben. Das heißt, es hat also eine kleine sexuelle Note, dieses ganze Tomatenbusiness, weil man muss diese Triebe, wo die Blüten dran sind, so rütteln, damit die sich selber bestäuben. Und deswegen bist du zurzeit jeden Tag so hergerichtet. Hör doch auf. Und es gibt tatsächlich Leute, die das mit Vibratoren oder mit elektrischen Zahnbürsten machen, die da dann so hinhalten an ihren Tomatenpflanzen. Darauf habe ich verzichtet. Na. Bei mir gibt's nur echte Handarbeit. Jetzt kann ich wieder keine Tomaten von irgendjemandem essen, weil ich denke, dass sie da vielleicht mit ihrem Vibrator hingegangen ist. Nach der Supermarktgeschichte kannst du mir doch nicht sowas erzählen. Wir wissen doch jetzt, wie auf sowas reagiert. Ich fand das sehr lustig. Ihr müsst es wissen. Das ist vielleicht, also Dres rüttelt an allen Tomatentüren. für euch rüttelt ihr an alle Tomatentüren. Aber nur um das festzuhalten, du machst das nicht mit deinem Vibrator, oder? Also ich kann die Tomate essen. Wie gesagt, bei mir gibt's Auch nur nicht mit deiner echte, Zahnbürsten. bei mir gibt's nur echte und ehrliche Handarbeit. Hier wird noch von Hand bestäubt. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum an meine Tomatenpflanzen immer sehr, sehr wenig Früchte drauf haben. Vielleicht. Weil ich hab das nicht gemacht. Ja, vielleicht auch einfach mal Mein Gott, deine Tomaten ein bisschen beideln. rütteln. Ja, genau. Ich habe so viel Pulver im Kopf, die ich gerne wieder verlieren darf. Und sonst war hier sehr wenig los. Ich bin irgendwie bei der Hitze in meiner Bewegung eingeschränkt. Ich bin wie so ein Tier, das dann, wie so ein Eidechsen, die nur liegen kann, weil es Ja. sonst einfach, eingeht leider. Aber ich habe schon verschiedene Badeplätze hier in der Gegend getestet und ich kann euch berichten, fließende Gewässer sind's. Badeseen leider mittlerweile ultra heiß, macht gar keinen Spaß. Freibad wirst du mich nicht sehen, also Entschuldigung, das mache ich nicht. Und also nur eigentlich am liebsten in irgendeinem Fluss oder in einem See, wo wirklich die ganze Zeit ein Bergbach oder so einrinnt, damit der schön kühl bleibt. Ja, Geil. das war so bei mir los. Das sind die wissenschaftlichen Infos, die ich für diese Folge zu bieten habe. Vreni, Danke. gerne. Was war bei dir so los? Das mit dem Bergbach hat gerade ein bisschen weh da. Ich hatte hier einen kleinen ambulanten Eingriff an meinem Bein und bin dementsprechend nur auf dem Sofa umeinander geflaggt Ja. und habe Fernsehen geschaut und sonst ein bisschen blöd geschaut. Und ich habe hier auch gerade so einen richtig sexy Strumpf an, Kompressionsstrumpf. Herz Und auf, die euch der helfen. Verena ihr Bein in dem Strumpf vorzustellen. Ihr Schweine. Bitte. Er ist auch Hautfarben, also es ist richtig schier. Er ist eher so ein Oma-Ding, also könnt ihr euch beruhigen. Aber ich darf natürlich nicht ins Wasser mit dem guten Haxen. Deswegen ist der Bergbach gerade meine größte Sehnsucht, aber sie wird nicht erfüllt. Und ich darf auch nicht duschen, was auch hart ist bei den Temperaturen. Das ist abartig. Aber ich gebe einen Fick. Ich habe eine Methode entwickelt, wie ich duschen kann, ohne dieses Bein zu duschen. Lass mich ran, das Bein ist einfach außerhalb der Dusche. Na, es geht, wenn man sich sehr unwürdig im Badwanner legt, also komplett flach im Badwanner, Kopf auch flach im Badwanner und mein Badwanner hat hinten so ein Ablageding, dort Viersen auf und dann quasi leicht bergab liegen mit dem Oberkörper, dann kann man nämlich seinen Oberkörper wunderbar duschen. Geil. Und Haxen werden nicht nass. Und dann muss man aber halt noch extra das eine Bein, das man duschen darf, das muss man dann nochmal extra duschen, halt dann im Steh mit dem Bein, das nicht geduscht werden darf, aus der Badwanne draußen. Also ja, es ist sehr unwürdig. Da möchte ich sagen, Herz auf, euch Verena beim Duschen folgen. Das ist also irgendwie Schweine, seid ihr alle Wir halt. bieten halt viel zu viel. Ja, genau. Das geht bei mir so.
Nein, es ist schön. Anja, was geht bei dir so? Ja, ich war natürlich auch viel Bahn. Und ich habe am Donnerstag in Marktl am Inn im Landkreis Altötting einen Auftritt gehabt. Da war es auch sehr, sehr heiß in diesem Bierzeit, aber auch sehr schön. Hat mir gut gefallen. Nur leider war da was mit meiner Technik, war da ein bisschen ein Problem. Das hat ein bisschen Frequenzen durchlassen, die nicht in meinem In-Ear was zum Suchen haben. Und ja, man hört, wenn man In-Ear drin hat, normalerweise als Publikum nicht. Und ich habe das Publikum komplett verstärkt gehört. Das heißt, das ist nichts gegen die Mädels. Ich habe mich total gefreut, dass ihr so laut geschrien habt. Aber es war halt so, als dann diese kreischenden Mädels direkt neben meinem Ohr stehen und da reinblären. Und das, wenn du über eine Stunde hast, dann sind deine Ohren halt fertig mit der Welt. Ich hab meine In-Ears nach der Show raus und hatte sofort Tinnitus. Also den schlimmsten meines Lebens. Ich habe sowas noch nie erlebt. Bin dann am nächsten Tag heimgefahren, habe auf der Rückfahrt via Freisprecher Sprachnachricht an die Mädels geschickt und Dres hat sofort alle Doktoren in meiner Heimat für mich angerufen, um mir einen Termin auszumachen. Das war sehr süß, danke dafür nochmal. Kein Problem. So, dass mir dann noch ein ganz lieber Doktor Druck genommen hat und dann habe ich einen Hörtest gemacht und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber als Musikerin ist das irgendwie nur doppelt und dreifach so schlimm, wenn man auf ein paar Frequenzen dann auf einmal nichts mehr hört und dann Tinnitus hat. Also ich habe eine ganz, ganz schlechte Zeit gehabt. Ich habe sogar im Behandlungszimmer dann gewohnt, aber ich habe gemeint, das ist was Temporäres. Ich darf jetzt eine Woche einfach nicht auftreten, darf keine Musik machen, muss mich einfach schonen. Ich habe jetzt hier gerade auch meine Kopfhörer, auf dem Ohr ist gar nicht, auf dem Ohr ist ein bisschen, aber weiter hinten, weil das nicht so beleidigt ist. Aber ich glaube, man sieht es nicht, wurscht. Ich habe alles ganz, ganz leise gemacht. Also ihr braucht euch gar nicht Gedanken machen, liebe Wellensittiche. Ich komme jetzt durch diese Folge, hoffentlich unbeschadet, aber ich denke, ja, war natürlich saublöd für mich, weil ich habe dann auch meinen Auftritt am Samstag absagen müssen in Neuruppin. Das hat mir sehr leid getan. Aber hilft nichts. Das ist dann immer das Leid der Selbstständigen, weil es da halt nicht so ist, dass man mal schön krank macht und trotzdem noch zahlt wird, das tut dann immer doppelt und dreifach noch weh. Aber was mega süß war, ich weiß nicht, ob diese Person ein Wellensittich ist, aber ich möchte mich trotzdem bedanken. Vielleicht erreicht es die irgendwie. Das ist nämlich manchmal so, das Leute kapieren manchmal gar nicht, wie gut sie einem auch manchmal deren. Nur durch irgendeinen Satz oder so. Weil ich bin weinend aus dieser Praxis rausgegangen. Und dann war gerade Mittagszeit und mir sind, ich glaube, Berufsschüler entgegengekommen. Hat auf jeden Fall so ausgeschaut. So eine Riesengruppen. Und dann hat einer so gesagt, oh, Anja Bavaria. Und ich habe mir gedacht, oh nein, ich will jetzt nicht erkannt werden, bitte. Und dann hat er gesagt, I love you. Und das war so lieb, das war so vom Herzen raus irgendwie. Und dann habe ich gesagt, I love you too. Und bin weitergegangen und das hat mir irgendwie so zum Lachen gebracht und hat in dem Moment wirklich gut getan. Also danke dafür. Sehr süß. Und auch generell auch wieder merci an die Wellensittiche, weil ihr habt dann schon wieder so liebe Nachrichten geschickt. Also es geht irgendwie jede Woche weiter, dass ihr uns zum Heulen bringt. Danke dafür. Herz nicht auf, wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Und es freut uns, dass dieser Schwarm immer größer wird. Also erzählt es gern weiter. Merci. Wir danken euch. Mit unseren Füßen. Danke auch, dass ihr uns mal wieder in die Apple Podcast Charts katapultiert habt. Und zwar so dermaßen weit hinauf, wie wir noch nie so weit oben waren. In der Kategorie Comedy ist der Wellensittich-Stammtisch in Österreich auf Platz 21 gewesen. 21. Sind wir hochgeflogen. Also wenn man sich das vorstellen, es ist zwischen wirklich berühmte Leute. Ja, wirklich. Ja. Und in Deutschland waren wir auf Platz 62, so hoch waren wir auch in Deutschland noch nie. Ja, Deutschland, also die verstehen uns nicht einmal. Ja, ist so. Also merci dafür. Ja. Haben wir uns richtig gefreut gestern. Ja, Danke. Das war cool. war man nervös, also ich zumindest. Ja, wir alle haben uns richtig gefreut. Man schaut dann halt so, wo sind wir in die Charts, kann man ja mal schauen, vielleicht. Und dann scrollt man am Kurt Krömer vorbei. Und dann ist da einfach unser Logo mit den scheiß Wellensittiche, wo einer ein Entchenhut hat. Da sind wir in sehr guter Gesellschaft, aber ich bin auch nervös, weil ich weiß nicht, wie ich mich neben Kurt Krömer verhalten soll. Da bin ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ja, aber haben wir nein, wir jetzt sind noch ganz lässig, sind wir auf unserer Stange geguckt. Ja. Wir haben uns nichts anmerken Nein. lassen. Na, Also merci euch, ihr Lieben. Ich möchte nur kurz erzählen, dass ich heute in die Stories gesehen habe, dass Neuruppin echt wahnsinniges Pech gehabt hat. So was habe ich noch nie mitgekriegt, weil bei dieser Malle-Veranstaltung waren 3 Künstler gebucht gewesen, also inklusive mir. Und es haben alle 3 nicht hingeschafft. Na, Schmarrn. scheiße. Also Ach bei mir du war es aus Scheiße. gesundheitlichen Gründen. Für mich hat dann meine Agentur gleich einen Ersatz gesucht. Deswegen ist wenigstens einer gekommen. Deswegen ist wenigstens der DJ Düse angereist. Auch die anderen 2 haben dann auch noch ganz kurzfristig absagen müssen. Der Emanuel Bento ist von Malle nicht weggekommen oder hat spät weggekommen mit dem Flieger, hat ewig lang Verspätung gehabt. Und Mika One ist hängen geblieben mit dem Auto. Hat eine Autopanne gehabt, hat keinen neuen Mietwagen gekriegt. Also so viel Pech muss erst einmal haben, das habe ich Krass. noch nie erlebt. Das ist schon Oh, wohl. sorry, Neuruppin, es tut mir sehr leid. Aber ich muss auch kurz noch eine Rüge an Neuruppin aussprechen und die betrifft nicht nur Neuruppin, das habe ich tatsächlich schon ein paar Artikeln auch bei mir gelesen, wo ich mir denke, sogar Journalisten und Journalistinnen machen sich nicht mal die Mühe, aber anscheinend auch Veranstalter nicht, weil ich habe die Werbung dann gestern nur mal gesehen für dieses Festel und die haben bei der Mika One irgendwie geschrieben, ihre größten Hits und dann lauter Songs, die sie gar nicht hat. Und da weiß ich wieder, dass die einfach das nur bei der KI eingegeben haben. Macht's doch bitte Spotify auf und schaut's euch an, was die größten Hits von diesen Künstlern sind. Ja. Es kann doch auch nicht sein, dass in offiziellen Artikeln über mich dann steht, meine größten Hits sind Onity und Scheiß drauf, ich mach's einfach. Das ist mein Lieblingssong von dir tatsächlich. Also Scheiß drauf, ich mach's einfach. Ist nicht einmal in irgendeinem meiner Songtexte drin. Und das war in einem Magazin in Südtirol. Gedruckt. Ja. Ja. Aber vielleicht musst du den Song einfach schreiben, vielleicht war das ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und einer hat auch mal geschrieben, meine Hits ohne die und Zuckerl. Das hat uns auch sehr gefreut. Da sind Ja. wir gestorben. Ja. Also Artikel über die Anja lesen gemeinsam macht immer sehr viel Ja. Spaß. Ja, stimmt, das sollte man eigentlich mal auch vorlesen hier. Ja, stimmt. Das war cool. Liebesbriefe, sehr gut. Ja, stimmt. Ja. Also bitte vertraut der KI nicht so sehr. Ich glaube, man kann der KI generell offiziell erst vertrauen, wenn sie wirklich die größten Hits von Künstlern benennen kann, ohne irgendeinen Scheiß einfach zu schreiben, weil die schreibt ja nicht, weiß ich jetzt nicht so genau, sondern die spuckt einfach irgendwas Ja. aus. Ja, du Stimmer. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das auch bei anderen Themengebieten so ist. Daher hier der wissenschaftliche Hinweis. Übrigens, am Donnerstag ist auch ein Wellensittich auf mich zugekommen und hat gesagt, dass er das gern hört, aber manchmal ist schon ein ganz schöner Scheiß. Dann habe ich auch gesagt, also du sprichst wissenschaftlich Also geht's. komisch aus. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, na, manchmal ist echt der Scheiß. Da habe ich gesagt, ja. Dann mach dir mal Gedanken, warum du das anhörst. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin auch nicht ganz sauber. Ja, so nämlich. Und ich glaube, so geht's euch doch alle. Und das gefreut uns, weil dann sind wir in bester Gesellschaft. Eben. Ja gut, dann starten wir rein, oder? Ich bin aufgeregt. Satz ready. Ja, gut. Ich habe mir keinen Jingle für meine eigene Kategorie überlegt, deswegen singe ich jetzt spontan einen Jingle. Ja, gern. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. Fragen mit Ress. Frag mich, ob nicht tanzt. Schaut. Ja, ihr wart so fasziniert von Hat sich ein dieser... bisschen so Was? Hat sich ein bisschen so angehört wie so ein Frage-Antwort-Ding in der Kirche, wenn der Pfarrer immer einen Satz vordingst und die Gemeinde dann antwortet. Habt ihr das wohl erklären? Habt ihr einmal gemacht, dass ihr irgendwelche Schulbuchtexte so vorgelesen habt für Pfarrer, wenn euch langweilig war? Ja. Ja. Schön. Ja. Diesen Punkt der Langeweile habe ich nie erreicht. Ja, den habe ich ja in der Schule gehabt. Ach so, na, da war mir nicht langweilig. Na, du war. Ja. Na, da war ja der Streber in der ersten Reihe. Diese, gucken, also hat diese geschnipst und na, alle genervt. Lehrer-Einschleimerin Rest, das ist wirklich schlimm. Also, Frage 1. Wer ist der größte Streber? Wer von uns war am besten in der Schule? Na, Frage 1. Was verbietet ihr mir regelmäßig zum Essen? Zum Essen?
Oh na, oh. Vielleicht Ja, reißt Knoblauchöl, oder? Ja, na, das verbietet mir ihrer Knoblauchöl? nicht. Nicht? Ich verbiete ihrer regelmäßig, Obst. dass sie scharfe Rahmennudeln isst. Ja, das war's. Stimmt. Das war's. Da bin ich draufgekommen, weil ich die gestern gegessen habe. Und Mein dann Gott, so Bauch. jetzt hör doch mal auf. Ich habe so Bauchweh gekriegt und hab gedacht, oh nein, sie dürfen mich so schimpfen. Wie kann man so resistent sein? Das stimmt. Ich glaube, ich wäre einmal eine richtig unangenehme Rentnerin. So im Altenheim, ich werd, also meine Tabletten, die werde ich ausspucken. Die werde ich in der Matratzen verstecken und solche Sachen. Mir schreibst du nichts vor. Okay, Ja. Wahnsinn. Frage 2 richtet sie an Verena. Ohne was geht Oh. Anja nicht aus dem Haus? Was hat sie immer dabei? Keine Ich weiß. Ahnung, Autoschlüssel. Also ich glaube, du meinst das, wo ich ja immer die große Spendiererin bin, weil jeder sagt, krieg ich auch einen? Kaugummi. Ja, ich habe eigentlich Hast du was anderes gemeint? Mundspülung oder halt Mundhygieneprodukte Ja. im Allgemeinen, ja. Genau. Ja. Ja, zählt. Okay. Anja, das ist eine einfache Frage. Aber ich habe auch gedacht, ohne was geht Anja nicht außer Haus? Das ist eine einfache Frage. Welches Die Filmfranchise? war sehr weit gegriffen. Ja, Verena interessiert sich aber auch nicht für Mundhygiene, das wissen wir doch. Das ist so, ja. Welches Das haben wir schon mehrfach hier Filmfranchise besprochen. liebt Verena? Was? Nochmal, welches Filmfranchise liebt Verena? Harry Potter. Sehr gut. Ich wollte fragen, welches... Hä? Ich hätte jetzt was anderes gesagt, aber passt. Hä, was hättest du gesagt? Was hättest du gesagt? Mickey Mouse! Oh ja, okay, fair. Ja, das stimmt. Fair, ja. Vreni, was macht Anja wahnsinnig, wenn wir mit deinem Auto unterwegs sind? Er regt mich so auf. Hä? Das weißt du nicht. Doch, das weißt du schon. Na. Das ist erst, wenn das Auto steht. Ah, der Marderpiepser. Ja. Ja, Ja. sehr gut. Ja. Sehr gut. Boah, Vreni hat ich so einen, schwitz. Es ist... Vreni Das hat so ist einen so Marderschreck nervig. in ihrem Auto und das macht auf so einer ganz hohen Frequenz einen Piepston, Pfeifton Ja. und da dran der Anja ihre Fledermausohren durch. Ja. Hasse das Ding. Jeder, der sich sowas einbaut, den mag ich nicht. Verena hat es für einen Ex-Freund einbaut gekriegt, deswegen verzeihe ich ihr. Vreni hat mir letztes Mal erzählt, also selbst wenn ich ihn jetzt ausbauen wollte, ich wüsste gar nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Und dass der immer noch geht. Ja, und einen Ex-Freund brauchen wir jetzt deswegen auch nicht fragen. Nein, echt Dass nicht. der immer noch geht. Ja gut, ich denke, jeder andere Mechaniker kann ihn auch Mit ausbauen. Sicherheit. sowas. Wahrscheinlich. Und dann hätte es wahrscheinlich einen Marderschaden und dann war ich schuld. Genau. Okay. Wonach ist Verena süchtig, Anja? Weißt du, Vreni, was ich meint? Es ist Hochsaison. Eine Wassermelone. Ja, sehr gut. Ja. Es ist wirklich, also wir kriegen regelmäßig Sprachnachrichten. Ich habe noch eine halbe die Wassermelone, aber ich kaufe mir jetzt lieber noch eine. Wenn was nicht ausgeht, ja, ist das Wassermelone. Ich bin auch sehr empört gerade, weil der Dealer meines Vertrauens hat sein Geschäft zugesperrt. Ah, nein. Fahr ich da letztes Mal hier an den Parkplatz, denk mir, geil, Parkplatz total leer. Naja, wir bauen um. Ihr könnt's nicht in der Hochsaison umbauen, Freunde. Das geht nicht. Hallo, Verdammt. Wassermelone. Hallo. Ich habe mir das letzte Mal eine Wassermelone mit deinen Tipps gekauft. Und sie Ja. hat köstlich geschmeckt, möchte ich nur sagen. Ja, Ah, wir sehr verraten gut, die Tipps sehr gut. nicht. Wir behalten die guten Wassermelonen für uns. Entschuldigung. Ja. Das war letztes Mal auch witzig, weil dann bin ich in einen anderen Laden gegangen, da wo es halt die B-Ware gibt, in meine Augen. Das ist so. Und dann stand ich vor dieser Wassermelonenkiste und da stand noch ein Typ auch davor. Und der hat auch so Tests gemacht an die Wassermelonen, wie ich. Und dann haben wir das Ratschen angefangen und haben gemeinsam Tests gemacht und dann haben wir aus dieser Kiste die 2 besten rausgesucht, füreinander quasi und gesagt, du nimmst die, ich nehm die. Ach, das ist aber war witzig. war richtig witzig, war sehr sympathisch. Und war's dann auch gut?
Ja, sie war schon gut. Sehr schön. Aber sie war B-Ware. Also Ja. Schade. kann ich nichts anderes sagen dazu. Oh, ich hätte gerne Anja, mal wieder hab so dir eine einmal- längliche aus Kroatien oder Italien, die sind so geil. Also wenn man da vor Ort in so einen Obstladen geht, Ich habe dir einmal eine A-Ware in den Kühlschrank gelegt, Anja. Du Die war weißt, was geil. der Standard ist. Und so eine gibt es nur in dem einen Laden. Auch nur in der einen Filiale. Bringt euch gar nichts, wenn ich euch jetzt die Ketten sage. Naja, Ich hatte ja, hat's jetzt nicht leicht. Ich hatte letzte Woche ein sehr schlimmes Wassermelonenerlebnis. Ich habe auch mit der Fiorina mit ihrer Anleitung die saftigste Wassermelone in diesem Laden ausgesucht. Und die sind so nass gewesen außen. Also ich glaube, die sind gerade abgewaschelt worden von der Mitarbeiterin dort. Und dann habe ich die halt so unterm Arm dran. Sie war so basketballgroß. Und gehe aus dem Laden raus, stelle mich an die Haltestelle, weil ich mit den Öffentlichen heimfahren wollte. Und ich habe eine schwere Tasche auf einer Schulter und am anderen Arm die Wassermelone. Und dann fällt es mir einfach runter auf diesen Teerboden an der Haltestelle. Und natürlich hat es einen Riesensprung. Es suppt total. Ich habe schon einen Scheißtag gehabt. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Aber dann bin ich zum Dönerverkäufer meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, hier bitte, hast du eine Plastiktüten für mich? Mir ist gerade meine Wassermelone runtergefallen. Und der hat die Verzweiflung in meine Augen gesehen. Der hat die Wassermelone genommen und hat gesagt, gib her, die waschen wir jetzt erst einmal ab. Und dann hat er mir es abgewaschen und dann in eine Plastiktüten wieder zurückgegeben. Der war ein Engel auf Erden. Und dann habe ich so heim transportieren können, ohne mich selber und alle anderen in meinem Umkreis mit Wassermelonensaft voll zu machen. Und sie hat sehr, sehr gut geschmeckt. Wenigstens das. Wenigstens das. Ich habe gedacht, wo du das geschrieben hast, dass die komplett auseinanderplatzt ist. Na Gott Weil sei Therese Dank hat das in Echtzeit geschrieben auf WhatsApp. Es wurde berichtet. Wir haben Und ich habe schon mir gedacht, mitgefühlt. na, oh Gott, die Arme. Ich habe sehr mitgefühlt. Aber ich war dann sehr froh, dass nur einen Sprung gehabt hat. Ja. Sie ist aufplatzt, aber halt nicht komplett, sondern hat Ja. halt, Risse gehabt, aus denen es brutal gesuppt hat. Aber es ist nochmal gut gegangen. Kuss und Gruß an den Typ, der mir die Plastiktüten gegeben hat und meine Melone gewaschen hat. Er nennt die Chef, oder? Liebe Maus. Das ist privat. Nächste Frage. Ich habe irgendwie gedacht, dass die Fragen voll allgemein sind, also dass wir das dann quasi für uns alle beantworten müssen. Nein, ist hier auch wird schön. getestet. Hier wird getestet. Aber es kommt jetzt dann noch eine andere Art Fragen, aber um das abzuschließen, möchte ich von euch nur wissen, das geschenkt, wonach bin ich süchtig? Nach Trockenshampoo. Du kranke Eure. Okay, gut. Hätten wir das auch nochmal geklärt. Und dann habe ich hier jetzt noch Fragen, die so sind, wer von uns ist am wahrscheinlichsten das? Also bei wem von uns ist am wahrscheinlichsten das? Ihr müsst mit mir mitkommen. Also wir machen jetzt eine Reise. Okay. Wir drei sind in einem Auto. Wie ist die Sitzplatzverteilung? Also wer muss am wahrscheinlichsten fahren und wer muss am wahrscheinlichsten auf dem Beifahrersitz sitzen und wer muss am wahrscheinlichsten hinten sitzen? Also in der Regel fährt Anja. In der Regel hock ich daneben und das Kind sitzt hinten. Ja, Ja, Ja. da die glaube ich auch so unterschreiben. hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. Okay. Und dann kämen auf einmal wieder seltsame Fakten von der Rückbank. Ja. Was denn für seltsame Fakten? Die kann ich jetzt hier nicht sagen, aber es kam mal. Ach übrigens, ich bin doch nicht kaputt. Stimmt. Stimmt, ja. Naja, das Ja. ist ein Insider, liebe Wellensitte. Das ist ein Insider. Nicht ausführen. Ja. Und das kommt aus meiner Kindheit tatsächlich. Ich habe immer Sachen, bei denen ich Angst gehabt habe, die meine Eltern zu mir erzählen, habe ich immer unterm Autofahren erzählt von der Rückbank aus. Also das sind jetzt anscheinend wirklich meine Eltern. Oh. Ja. Okay. Genau. Okay, wir bleiben mental in diesem Auto. Wir haben eine gute Zeit auf diesem kleinen Ausflug, auf diesem kleinen Roadtrip, aber wir merken, oh, wir müssen alle drei ziemlich dringend aufs Klo. Ja. Wir kommen an einer Raststätte, es ist nur ein Klo da. Wer von uns darf zuerst, weil sonst gibt es ein Unglück? Anja. Verena. Ich? Na, Anja. Okay. Was sagst du, Anja? Ich finde schön, dass jetzt der offizielle Streit
ausbricht, wer die schwächste Blase hat. Ja. Ich darf auch auf mich tippen oder Verena, ja. Also du hältst schon am besten durch, Res. Mhm. Bei der Verena und bei mir ist schon so ein bisschen, wenn unsere Blasen wissen, jetzt ist es gleich so weit, dass wir aufs Klo dürfen, dann verlieren schon mal vielleicht ein paar Triebfall, schon mal vor lauter Freude. Deswegen muss man da wirklich schnell sein. Okay, ja. Also ich darf auch mitgehen, ich stehe mir hinten an auf jeden Fall. Was dann vorn passiert, müsst ihr ja auch ihr euch ausmachen. Okay, wir kämen an dem Ort an, wo wir hinfahren wollen und wir spielen Tabu. Und die Aufgabe ist, jeder von uns muss einen Kreis zeichnen und man muss versuchen, den so perfekt wie möglich zu machen. Wer von uns meint den schlechtesten Kreis? Activity, Entschuldigung, ja. Ja, also wer von uns meint am schlechtesten, das ist jetzt wohl. Ich weiß nicht. Natürlich Dress. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr, liebe Wellensittiche? Nein, Anja meint den schlechtesten Kreis. Anja Picasso und ihr möchtet es nur nicht anerkennen. Stimmt, ja. So. Das ist abstrakte Kunst, was Anja macht. Ja. Ja. Okay. An dieser Stelle möchten wir jetzt bitte was einblenden, was ich bei Activity gemeint haben und wo die zwar gesagt haben, dass das niemand auf dieser Welt erkennen kann. Also liebe Wellensittiche, schaut euch das jetzt mal an und sagt mir, dass man das eindeutig erkennt, was das ist. Okay. So, dann, nachdem wir Activity gespielt haben, gehen wir einkaufen. Wir gehen aber in 3 unterschiedliche Läden und meine Frage ist, bei wem von uns 3 ist am wahrscheinlichsten, dass sie aus Versehen einen Laden verlässt, ohne zum Zäunen? Verena, weil es ein Klauschwein ist. Fix euch. Auf gar keinen Fall. Nein, ich weiß nicht. Eigentlich keine, oder? Zahlst du nicht, Res? Ja, das wollte ich jetzt auch fragen. Doch, aber also mir ging es darum zu schauen oder mit euch zu besprechen, wer von uns am verplantesten ist. Also wer kann einen Anruf kriegen und dann mit dem Korb, wo noch ein Gemüse drin ist, rausgehen. Also am verplantesten, glaube ich, bin schon ich. Aber ich zahle schon. Ja. Also die Anja telefoniert, steigt dann in eine S-Bahn, ich gehe eher danach und dann fahren wir leider weg vom Flughafen. Also das passiert schon. So. Wenn wir zum Flughafen möchten, muss man dazu sagen. Ja, muss man dazu sagen. Okay, dann noch 2 Aber auf wen willst du hinaus? Ich habe jetzt keinen von uns so direkt im Kopf gehabt. Ich finde, es kann dir oder mir passieren, der Verena eher nicht, weil Verena ist die von uns 3, wie wir schon oft gesagt haben, die das Leben einfach im Griff hat, die ihr Leben komplett im Griff hat. Also wenn es wem passiert, dann der Anja oder mir. Ja. Ja. Oder der Verena, weil es ein Klauschwein ist. Aber ich bin ja auch ein Klauschwein. Also es ist schwierig. Ja, Gut. also du bist einmal ganz stark, was das betrifft. Du bestiehlst deine Freunde. Ist ja wohl nochmal was anderes. Ja, unter Freunden teilt man sich auch mal den kompletten Handtuchbestand. Da muss man auch nicht fragen. Ja, finde ich auch. Ich habe, glaube ich, also ich habe hier in meinem Badschrank aktuell 2 Handtücher, wo ich nicht weiß, wem die kehren. Ich glaube, eins, also jeweils vermutlich einer von mir. euch. Also Ja, das hol's eine, mal. glaube ich, Ich möchte sehen. ich hole die jetzt nicht. Ich habe keine Hosen an, ich stehe jetzt nicht auf. Du hast keine das Hosen eine an. kann nur von Rock im Park sein, das kann von dir sein, Anja. Und das andere ist so ein kleines Gästehandtuch, das ist so türkis. Das kenne ich nicht. Falls es irgendjemand von meinen Freundinnen hört, geht euch ein Handtüchel ab, ich hab's wahrscheinlich. Gut, mentales Szenario In geht dem weiter. Hotel in Stuttgart gab es türkise kleine Handtücher. Sag's bloß. Haltlose Anzeige ist Unterstellungen. Ich muss kurz meine Oberlippen trocknen. Wir bleiben in dem Das wird alles Szenario. Wir bleiben in dem Szenario. Wir gehen auch Nacht in einer Bar und es ist so ein, ich habe das noch nie in Deutschland gesehen, deswegen sage ich jetzt einfach, es ist so eine amerikanische Bar, wo Shots aus Bauchnäbeln getrunken werden. Wer von uns hat den tiefsten Bauchnabel? Aus wessen Bauchnabel kann man am besten einen Shot trinken? Das wird wohl der Rasier da sein. Wieso?
Wieso? So. Verena, wie gut kennst du meinen Bauchnabel? Naja, der ist so. Okay. Interessiere mich halt für meine Freundinnen. Ich weiß ja gerade nicht, wie eure Bauchnabel ausschauen. Ja, nicht. Ich muss auch sagen, es gibt so ein paar Stellen am menschlichen Körper, die ich ohne Grund eklig finde. Und Bauchnäbel finde ich ein bisschen eklig, Fiers sowieso. Echt? Und Ohrläppchen gehören da auch dazu. Da bin ich... Okay. Nein. Na, bei mir nur manche, aber nicht grundsätzlich. Aber mir schon eher so 9 von 10. Also ist eher Echt? Ausnahme, dass ich es nicht eklig finde. Ja. Oh Gott, jetzt hast du wieder neue Unsicherheiten freigeschalten. Jetzt werde ich halt vorm Spiegel stehen und meine Ohrläppchen beobachten, ob das vielleicht die 1 von 10 ist. Oder die Ich kann euch beruhigen, eure Ohrläppchen sind nicht eklig. Ja, meine sechs musst du Gefühl jetzt ja sagen. nie. Das stimmt, deine sieht man echt nie. Herz auf, der Bauchnabelfrage aus dem Weg zu geben. Anja, aus welchem Bauchnabel trinken wir mir die Shots? Also ich weiß, dass mir die zukünftigen Shots auf jeden Fall aus meinem Bauchnabel trinken, weil ihr zwei wollt euch ein Bauchnabelpiercing gemeinsam stechen lassen und da bin ich auf jeden Fall raus. Bauchnabelpiercing. Nur ich will eins. Sie will ja Ohrenpiercing. Ach so, Da ich hab hast du gedacht, du was willst auch verwechselt. Bauchnabelpiercing. Nein, auf gar keinen Fall niemals. Was willst du, ein Ohrenpiercing? Ja. Okay, jetzt kommt der unpopular opinion, aber ich finde, das ist kein Piercing. Immer wenn Ja. Mädels sagen, oh, sie sind so gepierst und dann haben sie so im Ohr, und das sind für mich alles Ohrringe. Piercing ist schon eine andere Stelle. Okay. Das Okay, Argument ich sehe ich. möchte einen Ohrring und Dres möchte einen Bauchnabel. Ja, Danke. also mein Bauchnabel ist jetzt dann bald dicht. Wenn ihr Shots draus trinken wollt, müsst ihr es euch überlegen. Weil es Oh ist Mann, dann ich hab bald mir das voll schön vorgestellt, dass Vreni dann auch anhat. und dann reiben wir so unsere Bäuche aneinander. Boah, jetzt, also. Ja. Ja, dann da die der Verena ihren Bauchnabel bevorzugen, weil dann kann ja ich auch draus trinken. Ja, stimmt. Stimmt. Okay, passt. Gut. Gut, dann einigen wir uns auf Vrenis. Gut, danke. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Wir gehen besoffen heim und es begegnet uns ein Zauberer. Und er verwandelt uns alle drei in wilde Tiere. Wer von uns drei ist am ehesten ein Tier, das zubeißt? Also wird am ehesten Anja in ein ist der Tier Hund, verwandelt, das der zubeißt. bellt. Du, Anja. Ich hab gesagt, Verena. Ja, gut. ich hab gedacht, du willst auf das hinaus, dass du das letzte Mal gesagt hast, dass du bereit gewesen warst, in Wadel zu beißen. Darauf zielt die Folgefrage ab, denn bei wem ist die Chance, dass sie beißt, auch ohne dieses fiktive Szenario am höchsten? Ja, dann wieder die. Ja. Ja, okay. Ich hab gemeint, Anja beißt zu, weil es doch damals ihr Brezen so vehement verteidigt Oh hat ja. am Geburtstag. Ah ja. Da hat sie ja sehr gebellt. Stimmt, Und da durfte stimmt. man nicht zu nahe kommen. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ja. Ja, also liebe Wellensittiche, im Zweifel, da die uns alle drei nicht zu nahe kommen, es wird manchmal zugeschnappt. Naja. Also einfach immer nur Leckerlis oder kalte Getränke dabei haben, dann passiert das nicht. Ja, So. dann geht's. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie mir diese Fragen so ausführlich beantwortet haben, meine Wellensittich-Freundinnen. Das ist doch gut gelaufen. Passt doch. Alles richtig gemacht. Finde auch, dass wir uns wacker geschlagen haben. Fein, ja. Und das war Fragen mit S. Danke dafür. Sehr gern. Blasphemie schon wieder, Wahnsinn. Ja, sorry. Entschuldigung. Da gibt's wieder Ampfiff aus dem Jenseits. Oh oh. Na, ich glaube, in dem Fall ist okay. So. Okay, gut. Ja gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da würde ich heute gern von euch wissen,
Was sind denn die 3 besten versus die 3 schlimmsten Filme, die ihr bis jetzt gesehen habt? Ich bin darauf gekommen, weil ich gestern gezwungenermaßen ja dann frei gehabt habe und einen TV-Abend eingelegt habe. Res, was ist das bei dir? Also, ich bin ja ein sogenannter Cinephil. Nein, ich mag einfach, ich schaue sehr gerne Heißt das nicht Cineastin? Ja, sehr gut, wenn man die Selbstbezeichnung falsch ausspricht. Naja, ich schaue gern Filme, ich mag das recht gern. Ich habe das an der Uni auch sehr geliebt, wenn wir Filme geschaut haben und nicht Filme zum Spaß angeschaut, sondern halt analysiert. Das war immer das Beste. Deswegen habe ich sehr viel Meinung und bin bereit, euch von meinen Filmen zu verzeihen. Ich fange an mit den 3 schlimmsten Filmen. Und auf Platz 3 ist ein Film, beziehungsweise eine Filmreihe, die an sich sehr gern mag, aber die trotzdem den Platz verdient hat, weil sie ist einfach ein bisschen ein Krampf. Aber wenn man mit der Einstellung schon rangeht, dann kann man trotzdem Spaß haben. Und zwar ist es die Filmreihe Sharknado. Oh Gott. Wie der Name schon sagt, also falls ihr das nicht kennt, es geht darum, dass in einer Küstenstadt ein Tornado auszieht und in dem Tornado sind Haie drin. Und dann müssen die Menschen sich gegen diese Haie verteidigen auf die dümmsten Arten und Weisen, die es gibt. Da wird zum Beispiel eine Frau von einem Hai gefressen und dann springt einer mit einem Motorsag in das Maul von dem Hai hinterher und schneidet die Frau mit der Motorsag dann wieder raus. Es ist super dumm, aber es ist trotzdem lustig. Kann man gut machen, wenn man es nicht zu ernst nimmt. Ja, das sollte man vielleicht nicht nur mal vor Australien schauen. Nein, kommt nicht auf unsere Filmliste. Ich habe schon die ganze Zeit Panik, weil ich immer denke, oh nein, ihr fliegt alle wegen mir nach Australien, weil ich so gern dahin will. Ihr seid die liebsten Freundinnen und dann werdet ihr wahrscheinlich gefressen. Schön, dass wir gefressen werden von einem Hai. Ja, wenn ich gefressen wäre, dann war es ja für mich nicht so schlimm. Ja, aber für uns. Ja, aber dann könnt ihr ja sagen, ja, sie wird ja dahin. Selber schuld. Ja, fair. Ja, das darf man gewiss sagen. Ja. Ja, moving on. Moving on, wie die Oma immer gesagt hat. Auf Platz 2, ein Film, den sehr viel Leute mögen und der angeblich auch sehr gut sein soll, ist Shutter Island. Er ist trotzdem auf Platz 2 der schlimmsten Filme für mich, weil ich den so brutal langweilig finde, dass ich den noch nie fertig geschaut habe. Darf man Filme bewerten, die man gar nicht gesehen hat? Ja, das ist meine eigene Ranglisten. Ich darf hier eine da, was ich will. Der Film hat mich bis jetzt jedes Mal zum Einschlafen gebracht. So gut kann er nicht sein. Aber also hat anscheinend brutale Plot-Twists und super Schauspieler und toll. Ich darf es nicht wissen. Ich habe es nicht gesehen. Ich währenddessen auf der Couch komplett an weggerüsselt. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne das Ende nicht. Shutter Island, du und ich, wir sind's nicht. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Und auf Platz 1 der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe, ist Teeth. Das ist ein Horrorfilm, den ich mir... Ja, Teeth, wie Zähne auf Englisch. Den ich mir damals, Achtung, die Oma erzählt wieder von der Zeit, in der noch Dinosaurier gelebt haben, aus der Videothek ausgeliehen habe. Ja, bin ich hingegangen mit meiner kleinen Karten, habe gesagt, hallo, grüß Gott, ich hätte gerne einen Horrorfilm. Und dann hat die Videothekabteilung gesagt, hier bitte, nehmen Sie doch den. Ja, war ein kompletter Schmarrn, hat mich sehr verstört. Es geht darum, sehr viel Schweinkram in der Folge heute. Es tut mir leid. Und es geht wieder mal von mir aus. Ich möchte mich entschuldigen. Es geht darum, dass eine Frau alle ihre Partner umbringt, weil sie Zähne hat. Und Ja, ist logisch. nicht im Mai, sondern an einer anderen Körperöffnung. Und ja, ich habe einen sehr guten, sehr gruseligen Horrorfilm erwartet und alles, was ich gekriegt habe, war verstümmelte Männer. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Verdient der Platz 1. Falls ihr den Film jemals vorgeschlagen kriegen solltet, schaut es euch nicht an. Macht es einfach nicht.
Aber Ja, da ist Eating Pussy ein bisschen umdraht. Es gibt irgend so einen Song und ich habe manchmal ein Ohrwurm von dieser Textzeile. Kennst du das, wenn man manchmal von irgendeinem Satz einen Ohrwurm hat? ja. Einfach nur von Pussy on Toast. Das ist bescheuert. Na, doch. Danke, dass du das mit uns teilt hast. Ja, sehr gern. Kommen wir zu den 3 besten Filmen in meiner Welt. Auf Platz 3 ist die Lars von Trier Trilogie, über die ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Die 3 Filme sind sehr traurig, sehr künstlerisch wertvoll, aber auch ein bisschen seltsam und die liebe ich mit meinem ganzen Herzen. In dem einen Teil spielt zum Beispiel der Willem Dafoe mit. Es sind generell lauter gute Schauspieler da drin. Es ist aber auch die Trilogie der Depression, also ich würde euch nicht empfehlen, das anzuschauen, wenn es euch gerade nicht so gut geht. Aber an sich sehr gute Filme, auch wenn der Lars von Trier ein Ungustel ist, sagen wir es mal so. Dann auf Platz 2 der besten Filme in meinem Leben innen drin sind die Dornenvögel. Das sagt euch wahrscheinlich nichts. Das ist eine uralte Filmreihe. Ich habe euch bestimmt schon mal von dem davor Buch erzählt. erzählt, oder? Ja, es hat nämlich einen magischen Moment gegeben. Also ich schaue die Filmreihe immer zu Weihnachten, also zwischen die Jahre, nach Weihnachten und vor Neujahr mit meiner Mama. Das ist so ein uralter Schinken einfach. Es ist eine Liebesgeschichte in Australien und sehr dramatisch, sehr, dramatisch einfach. Und dann hat es den magischen Moment gegeben, dass ich einen Freund von mir besucht habe und im Treppenhaus von dem ist das Dornenvögelbuch einfach da gelegen zu verschenken. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das gehört mir, es hat auf mich gewartet. Ja, ich habe es gelesen und tatsächlich auch eher schlecht gealtert. Naja, aber trotzdem, ich schaue es gern. Ich warne auch immer wieder an dieselben Stellen. Das gehört einfach dazu. Lieben wir. Schön. Und dann auf Platz 1 der allerbesten Filme in meinem Leben innen drin sind die Bridget Jones Filme. Ich liebe Schokolade zum Frühstück. Ich weiß die anderen Titel nicht, es gibt mehrere Bridget Jones. Ich bin großer Fan, aber ich erinnere mich nicht an die Namen. Sehr, sehr gut. Liebe ich. Schaue ich immer, wenn ich krank bin oder wenn es mir schlecht geht. Das ist halt so netter, leichter Humor. Wir müssen nicht mal gemeinsam schauen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals einen gesehen habe. Und du machst immer wieder Anspielungen auf diesen Film und ich verstehe es dann immer nicht. Ja, ich liebe die Filme wirklich sehr. Ich weiß aber nicht, ob man die liebt, wenn man die jetzt erst schaut. Also ich glaube, bei mir ist da viel von Nostalgie einfach verklärt. Ja, die sind auch nicht so gut gealtert, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, ja. Nein. Ja. Aber ich mag es trotzdem gern. Ja, genau. Das war meine beste und schlimmste Reihe. Danke dafür. Anja, was sind deine 3 besten und 3 schlimmsten Filme? Platz 3 der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich kann mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt, weil es gibt viele Filme, die mir nicht so gefallen haben. Aber ich habe eigentlich aufgeschrieben Jack and Jill. Das ist ein Adam Sandler-Film, wo er sich selber also nicht sich selber, sondern einen Typ spielt und dessen Zwillingsschwester gleichzeitig. Okay. Und das ist ein bisschen schlimm. Aber als du dann von irgendeinem Film gerade geredet hast, den du auch sau langweilig gefunden hast, sind mir leider, und damit mache ich mich jetzt auch unbeliebt, ich war schon, sämtliche Filme eingefallen, wo der Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielt. Jetzt mal Titanic ausgelassen, Inception, Wolf of Wall Street, Der große Gatsby, das sind alles Filme, wo ich währenddessen, glaube ich, eingeschlafen bin. The Revenant. Ich fand die leider so langweilig, es tut mir leid, da habe ich irgendwie keine Geduld für die Filme. So wie der Leonardo keine Geduld dafür hat, dass Frauen älter als 25 werden. Naja. So, kann man nichts machen. Jeder hat seine Vorlieben, gell, Leo? So ist es. Und unsere treffen sie einfach nicht. Auf Platz 2 der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß, da kriege ich jetzt gleich richtig Anschiss von der Rest. Sind die Saw-Filme. Nicht, weil die nicht spannend sind oder so, aber mir gibt es einfach nichts, sehr eklige Sachen zu sehen. Ich bin da zu empathisch, mir tut dann selber alles weh. Und ich weiß nur, dass ich mich da einmal dann auf den Boden hocken hab müssen, weil mir so schlecht war, weil ich kurz vorm ohnmächtig werden war. Und
damit möchte ich Krass. nicht mehr Freizeit verbringen. So, und jetzt Okay. scheiß mich zusammen. Ich wollte nicht zusammenscheißen. Ich finde, die Saw-Filme sind sehr gut. Das ist eine sehr gute Horrorfilmreihe. Da kann man nichts dagegen sagen. Es ist ein bisschen, es kommt drauf an, wer Regie geführt hat. Aber ich verstehe, wenn einem da schlecht wird. Also, dass man sich das dann nicht anschauen will. Finde ich fair. Wenn du gesagt hättest, die Filme sind scheiße, hätte man ein bisschen Stress. Aber wenn du sagst, die wird schlecht, kann ich akzeptieren. Gut, danke. Und auf Platz 1 der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe, das war der erste Kinofilm, da wo ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss jetzt aufstehen, weil ich halte es nicht mehr aus. Nein. Der ist noch gar nicht so alt. Also ja, doch, der ist schon ein bisschen älter, aber ist jetzt nicht was, wo man sagen kann, naja, ist jetzt vor 30 Jahren rausgekommen. Das ist der Film Heart Powder. Den fand ich so Kenn ich schlimm. nicht. Sagt mir gar nichts. Weil Was ich gibt's da? dachte, was tue ich hier? Ich kann echt was Besseres mit meinem Leben anfangen. Oh, oh. Habt ihr den gesehen? Nein. Nein. Ja, holt's es nicht noch. Aber sag kurz, um was das geht. Da geht's irgendwie um einen Schneepflugfahrer. Das liebe ich Ich weiß nicht mehr eigentlich. genau. Irgendwie. Irgendwie ist das auch ein Beruf, der zu mir passen darf. Ich habe mich Ja. den erstmal interessiert. Das sehe ich. Ich finde das auch einen sehr coolen Beruf. Ja. Und dem seine Tochter wird entführt oder umgebracht, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall möchte er sie dann rächen. Und es dauert sehr lang und es ist sehr, sehr langweilig Okay. und sehr absurd. Na gut. Dann kommen wir zu den 3 besten Filmen, die ich jemals gesehen habe. Und da, Hast du nur Husten? na, geht mir super. Habe ich mir schon gedacht. Dann gehen wir zu den 3 besten Filmen, die ich jemals gesehen habe. Und da war es ehrlich gesagt auch sehr schwierig, mich zu entscheiden. Also sehr, sehr schwierig. Ich habe mir jetzt einfach mal festgelegt und da möchte ich auf Platz 3 einen Film nennen, den wahrscheinlich die wenigsten kennen. Der ist ein relativ neuer Netflix-Film, darf ich jetzt mal sagen. Der heißt Mitchells gegen die Maschinen. Das ist ein Kinderfilm. Und irgendwie hat mich der humortechnisch komplett gekriegt und auch von der Story her, ich fand den so witzig. Okay. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, falls ihr mal nette Unterhaltung am Abend haben wollt. Dann auf Platz 2 habe ich mich dafür entscheiden müssen, es geht nicht anders, für die Harry Potter Filmreihe. Es ist einfach ein Muss, man muss es im Herbst jetzt ja anschauen. Ich lieb's einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin mit den Figuren groß geworden. Die waren irgendwie gefühlt immer gleich alt wie mir. Oder zumindest so ein bisschen in unserem Alter. Und ja, ich habe mich da einmal komplett eingetrampt in die Welt und habe auch gehofft, dass ich irgendwann einen Brief kriege von Hogwarts, genauso wie Verena wahrscheinlich. Er kommt noch, ich bin mir sicher. Und auf Platz 1 der besten Filme oder Filmreihen für mich, und das liegt halt auch daran, dass ich einfach ein totaler Fantasy-Fan bin, sind die Hobbit und Herr der Ringe-Filme. Liebe ich sehr, muss ich auch regelmäßig anschauen, sonst gewinnt natürlich Sauron und das geht nicht. Was auch immer du sagst. Ja. Hast du die noch nicht angeschaut? Na, Echt nicht? Krass. Aber ist das sowas, wo du die einfach dagegen wehrst oder war es irgendwie noch nicht so weit? ich weiß nicht, das kommt mir vor wie, oh je, jetzt mache ich mich unbeliebt, das kommt mir vor wie Star Wars. Da denke ich mir, boah, das ist so ein Riesenwerk und das jetzt Ja. noch nachzuholen und mich da durch zum Wursteln. Die Filme sind 100 Jahre lang. Mein einziger Berührungspunkt mit Herr der Ringe ist, dass ich einmal nach der Arbeit, da habe ich in dieser Pizzeria gearbeitet und bin danach nur zu Freunden auf eine Hausparty und die sind da alle gesessen, es waren nur Typen, die sind da alle gesessen, haben irgendeinen Herr der Ringe Teil geschaut, es war gerade sehr emotional, sie haben alle gewarnt und ich komme da rein, ich habe Pizza mitgebracht, die übrig geblieben ist und habe gedacht, was ist hier los? Ich will hier Wieso weg. weinen wir? Geil. Süß. Ja. Ich habe bei Herr der Ringe noch nie gewarnt, glaube ich, aber okay. Okay. Ich weiß nicht mal, wer steht die gerade morgen. Keine Ja Ahnung. gut, wenn jemand stirbt, doch, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, ja. Also ich habe es noch nie gesehen, vielleicht schauen wir das auch mal miteinander. Machen wir einen. Ja. Ich habe tatsächlich, was sehr untypisch ist, bin ich in diese ganze Welt mit die Hobbit-Filme eingestiegen, weil ich all die Filme tatsächlich nicht so gern mag. Also ich mag das nicht, wenn Ja. Filme schlechte Qualität haben und die Hobbit-Filme sind ja neuer. Und dann ist man aber so in der Story drin, dass ich es dann auch aushalten kann, wenn dann die Herr der Ringe-Filme quasi alt sind. Okay, verstehe. Also dann wollte Ich ich glaub trotzdem auch, die dass anderen ich- anschauen. Ich glaube auch, dass ich bisher nur einen Hobbit gesehen habe und sonst gar nichts. Aus dem Naja, Universum. dann haben wir auf jeden Fall noch viel nachzuholen, weil der Rest ihre Filme, alle habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich fühle mich gerade richtig schlecht, weil das sind so riesige Franchises, die ich noch nie gesehen habe. Aber ich bin in diese Ranglisten eingestiegen mit, ich schaue gern Filme, ja. Naja. Naja, finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wer alle Filme auf der Welt gesehen hat, werfe den ersten Stein. So. So nämlich. Ja. Ja, Vreni, was war's denn bei dir? Jetzt bin ich gespannt. Oh weh. Okay, ich starte mit den 3 schlimmsten Filmen für mich. Auf Platz 3 der schlimmsten Filme für mich ist Hangover. Dieser Junggesellenabschied in Echt? Las Vegas oder so. Ja, viele Warum? finden so Filme unfassbar witzig. Mich stresst es innerlich komplett, wenn da eine Situation ist, die kacke ist und die Leute da irgendwie rauskommen wollen und dann passiert die ganze Zeit immer noch mehr der Scheiße und deswegen wird immer wieder das Ziel irgendwie verwehrt. Das stresst mich innerlich so krass. Das sind also Träume, die ich manchmal habe, dass ich irgendwo hin muss und nie ankomme, weil immer wieder irgendeine Scheiße passiert. Fuck ich nicht. So regt man richtig auf sowas. Das hat man gar nicht gemerkt bei der Elaine-Story, dass die sowas fertig macht. Da bist du ja ruhig geblieben. Ja, ich bin tatsächlich ruhig geblieben, aber naja, Ja, okay. weil ich hilflos war. Genau, auf Platz 2 der schlimmsten Filme für mich ist Dumm und Dümmer. Das ist ein Film, den ich auch noch nie so ganz angeschaut habe, immer nur Szenen so aus dem Augenwinkel gesehen habe, als das Menschen aus meinem näheren Umfeld angeschaut haben und sie bepisst haben vor Lachen und ich mir nur gedacht habe, wie kann man sich so eine dumme Scheiße reinziehen? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber ich weiß gerade gar nichts mehr davon. Ich kann ja nicht sagen, um was das geht, weil ich kenne Ja. ihn nicht Ja, wirklich. verstehe. Aber ich wollte trotzdem gern drüber urteilen. Ja, Ja, ich glaube, wir kriegen auch wieder sehr viel Hass für diese Clips. Ja. Ja, ich freue mich schon. Ich bin bereit. Ich habe mein Schutzschild angezogen. Mal schauen, wer die schlimmste Bubble hat. Ich habe Bock zu streiten. Sehr gut. Auf Platz 1 der schlimmsten Filme für mich ist Creep, der Horrorfilm. Kennt ihr den mit diesem Monster in der U-Bahn? Na, Der da irgendwie Leute verzirkt, also Frauen natürlich verzirkt in der U-Bahn und dann irgendwelche medizinischen Dinge an denen vollzieht. Auch das kann ich nicht ganz genau sagen, weil die meiste Zeit, während ich diesen Film angeschaut habe mit meinen Mädels, habe ich mir eine Wolldecken vor meine Augen gehalten, weil ich Horrorfilme hasse und sowas echt überhaupt nicht gut sehen kann. okay. Mag ich nicht. Ich glaube, da stirbt immer ein bisschen was in der Reise, wenn wir sagen, dass wir keine Horrorfilme mögen. Ja. Ich liebe ja Horrorfilme. Ich möchte ja nichts lieber als mit euch Horrorfilme anschauen, aber ja. Aber du hast ja schon mal gesagt, dass du die dann analysieren darfst. Ja, das da die dann Weil okay das war finden. was Und du anderes. musst uns halt vorwarnen. Ja, genau. Ja. Also das da die dann interessant finden. Das war ja aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das ist was anderes. Ja. Vielleicht sollte man mal so einen Abend machen, wo jede von uns einen Film, der ja da irgendwie wichtig ist, mitbringt. Da ist schön finden. Ja. Oh, das machen wir Ja. Das mag man. beim nächsten Bandcamp. Ja, Wir nennen unsere Zeiten, nämlich die wir gemeinsam verbringen, immer Bandcamp. genau. Weil wir sind eine Band. Also Wir sind eine Band. wir haben nicht nur einen Erfolgspodcast, wir sind auch eine Band. Genau. Die waren wir auch schon vor dem Podcast. ja, wir sind schon lange eine Band. Sehr lang. Seit 3 Monaten ungefähr, aber ja. Und wir Ja. schauen auch generell immer so viele Filme an, weil wir uns nichts zum Sagen haben. Nicht? Ja. Ich glaube, das erste Mal, wo wir zusammen einen Film angeschaut haben, war letztes Mal im Bandcamp, oder? Ja. Nein, vorletztes Mal, weil da haben wir Pitch Perfect angeschaut. Stimmt. Das war Stimmt. nochmal eins davor. Aber ja. vorher haben Und beim wir, glaub letzten ich, Mal haben wir Lizzie und der wilde Kaiser angeschaut, Ja. weil wir es uns lustig vorgestellt haben, wenn man vorher Cannabis isst, dass man dann da einen bläden Film anschaut, aber die einzige, bei der es gewirkt hat, war ich und ich habe tatsächlich eine richtig gute Zeit gehabt. Ja. Wir können Ja. nicht nachmachen. Nein, macht es nicht noch. Wirkt ja eh nicht. Ja. Okay, machen wir Tja. weiter. Ja. Auf Platz 3 der besten Filme für mich ist Gefährten. Kennt ihr den? Da geht's um einen Bur und sein Pferd und dieses Pferd, also es, Na. oh, fickt's euch.
Nein, aber echt das ist nicht überraschend. Irgendwie, ich ärgere mich über mich selber, weil ich hätte es wissen müssen, dass so ein Pferd geht. Ich hasse euch. Hey. Das ist ein ganz dramatischer Film. Weil da Ja, bricht ist okay. Krieg aus und da wird das Pferd quasi eingezogen. Und irgendwann wird der Bub auch als Soldat eingezogen, ein paar Jahre später. Und dann sind die halt beide auf dem Schlachtfeld und begegnen sie irgendwann wieder. Da blähe ich doch jetzt schon, wenn ich durchgehe. Oh Gott. Es ist so ich hab durchgehend kalt bei dem Film. Dann schauen wir den also. Es ist Also ein Kriegsfilm mag ich krasser tatsächlich auch recht gern. Wie stehst du dazu, Res? Ich glaube, der einzige Kriegsfilm, den ich je gesehen habe, ist der mit Private Paula. Wie heißt der? Das ist mein Gewehr. Keine Ahnung. Schreit's, Leid, konzentriert euch. Wie heißt Aber der Film? hast du sowas wie Pearl Harbor oder Gladiator oder so auch nicht gesehen? Na. Wow, die liebe ich auch sehr. Pearl Harbor. Schon wieder Filmmusik. Full Metal Jacket natürlich, Entschuldigung. Ja, den habe ich mit meinem allerersten Freund geschaut und den fand ich sehr gut. Aber es ist, glaube ich, der einzige Kriegsfilm, den ich gesehen habe. Ja, okay. Wie geht's weiter? Auf Platz 2 der besten Filme für mich ist Mädchen, Mädchen. Das ist der Lieblingsjugendfilm. Da gibt es eine Szene, wo die Inken sagt, ich will nicht erwachsen werden, das ist arschteuer und sau anstrengend und das fühle ich auch heute noch sehr. Da muss ich oft dran denken. Und der ist übrigens sehr gut gealtert, dieser Film. Schon? Also die liebe ich wirklich richtig, richtig. Und das sind auch, so wie Caroline Herfurth, da war die ja auch ultra jung und in dem Film dabei und so. Das ist eigentlich auch sehr, sehr witzig. Den muss ich mal wieder anschauen. Ich kann mich nur an die Szene erinnern, wo sie einen Orgasmus auf dem Fahrradsattel Ja, kriegt. genau. Das hat mich geprägt als Jugendliche. Ich habe mir gedacht, aha, also kann man sich irgendwo draufhocken und reimen und dann funktioniert da was. Nicht, dass ich es dann geschafft hätte, aber ich bin ja auch eine Radlfahrerin. Eben. Oh Gott, wir lösen halt so viel unnötiges Kopfkino aus. Aber mein Gott, es Absolut. sind heiße Temperaturen, bei uns ist heiß, wir sind heiß. Ja. Was möchtest du denn machen? Die Suppen rinnt, was wir nichts machen. Und auf Platz 1 der besten Filme für mich natürlich unangefochten Harry Potter. Aber wenn es mittlerweile echt ein bisschen ein Geschmäckle hat, weil diese Autorin ja ein richtig Ein Arsch offen transphobes hat. Arschloch ist. Ja. Das tut mir sehr in meiner Seele weh. Deswegen kauft mir bitte kein Harry Potter Merch. Lieber was anderes. Mickey Mouse. Aber ich schaue auch gerade wieder alle Harry Potter Filme an. Ich habe damit angefangen im Flieger tatsächlich. Wo ich Richtung Elaine geflogen bin, habe ich angefangen Harry Potter zu schauen. Und war ja dann noch in Schottland, wo ja immer ein paar Filmkulissen auch waren. Davon. Und darum bin ich wieder eingestiegen. Also der nächste Teil ist der 6. 5 Jahre habe ich schon angeschaut. Oha. Es wird jetzt durchgezogen. Schön. Aber die hast du gesehen, oder Res? Ja, natürlich. Ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Filme gesehen. Ja. Gut, dann bin ich beruhigt. Wen wir außerdem gesehen haben, mit unseren Äuglein im Internet innen drin, ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch einmal eine Kloake. Liebe Wellensittiche, ich spür's. Ihr seid doch aufgeregt. So aufgeregt seid ihr. Weil jetzt kommt der Wellensittich dieser Woche. Und dieser Wellensittich ist ein ganz besonderer Wellensittich, denn er ist auch schon seit Anfang an dabei. Und was das Beste an diesem Wellensittich ist, dass er bereits eine andere Person richtig krass infiltriert hat mit diesem Podcast und gesagt hat, hey, du musst das anhören. Und dieser Wellensittich, der infiltriert wurde, ist auch schon mal Wellensittich der Woche geworden. was Aber fast ein bisschen die frech von uns ist, gell? Aber ja. ist fast ein bisschen frech für uns, ja. Aber die stille Person im Hintergrund, die kriegt jetzt auch endlich verdienten Ruhm und Ehre, nämlich die Miriam. Die hat die Kerki infiziert und
Sie hat außerdem der Kerki nur einen Wellensittich geschenkt, wovon uns Kerki wiederum ein Foto geschickt hat und so weiter. Also sie ist eine stille Genießerin, aber sie hat es mehr als verdient. Und deswegen, Miriam, herzlichen Glückwunsch, du bist unser Wellensittich der Woche. Danke für deinen Support. Danke, dass du deinem Umfeld verzeihst, dass wir cool sind und angehört werden müssen. Das ist sehr wichtig. Nehmt euch ein Beispiel, alle anderen aus dem Wellensittich schweigen. Und dann kriegst du eine Nachricht von uns und du schreibst uns deine Adresse und dann flattert der Briefsittich los zu dir. Danke dir. Danke. Merci. Ja, meine Lieben, dann haben wir uns heute also mal wieder ein bisschen besser kennengelernt. Wobei, ist es eher nur überprüft worden, wie gut, dass wir uns kennen. Das heißt, ihr habt uns eigentlich besser kennengelernt, liebe Wellensittiche. Schreibt uns doch gerne mal, was eure Top- und Flop-Filme sind, nach was ihr süchtig seid, was euch eure Freunde verbieten, ihr trotzdem macht's. Das sind lauter Sachen, die uns doch interessieren, und schickt's gern 5-Sterne-Bewertungen, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr den unterstützen möchtet. Schickt's mir Bargeld, auch immer sehr wichtig. Aber nur der Anja. Nur mir. Schreibt's nicht dazu, dass für Theresa mir auch ist. Schickt's mir kein Bargeld. Und schaut's doch nächste Woche wieder im Internet innen drin nach diesen Stimmen und Gesichtern. Seid uns doch nur gefreien. Kommentiert's bei uns auf den Plattformen, auf den verschiedenen, wir heißen überall Wellensittich, Stammtisch, wer hätt's gedacht. Verteidigt's uns auf Facebook gegen die Hater. Unbedingt. Danke für die Armee, die hinter uns steht. Und auch überall anders. Na, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen uns nicht beschweren. Das stimmt. Und weil das letztes Mal so gut funktioniert hat mit dem Wellensittich-Ultras-Test, da die diesmal am Ende der Folge nochmal etwas einbauen, um zu überprüfen, wer überhaupt bis hierhin hört. Wenn ihr das gehört habt, wenn ihr ein Ultra seid, dann kommentiert doch jetzt bitte mal auf der Podcast-Streaming-Plattform eurer Wahl Oberlippenschweiß unter dieser Folge. Erst einmal wahrscheinlich jetzt halt die Krise kriegen, wenn man das schreibt. Wir erkennen dann schon, was ihr gemeint habt. Ihr könnt es auch mit Emojis darstellen, da sind wir nicht so. Genau. Also dann, Also macht's es gut. Servus, bis Ihr zum nächsten verrückten Mal. Hühner. Wir küssen noch eine Schnäbel. Also na, sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.